Am I the one to hold this crown of ash and salt? Their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. Am I raindrops in the flood? In this emptiness, in the storm, if I falter, if I fall, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? Her voice calls me forth through darkness unknown. My heart with silence burns through solemnness and bone. The edge beyond the shore, this weight of root and rod. I long to reach the other, to find the path we lost. Am I raindrops in the flood? In this emptiness, in the storm, if I'm broken, if I'm torn, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, hallo. Hallo. Ja. Wie bereits einige wissen, heute ist Mittwoch und nicht Dienstag. Ja. Scheiß Zeitumstellung, die haut mir noch immer voll weg. Sag jetzt einfach einmal. Katastrophe. Also seit dem Sonntag bin ich so dermaßen hin. Ich kann schlafen, was ich mag. Egal ob Fei oder Wein. Es wird nicht besser. Was möchtest du jetzt von mir? Ah, everybody's life. Ich weiß nicht. Ich war schon kurz davor, dass ich den Stream halt bleiben los, weil es irgendwie schwierig ist. Aber es hilft ja nicht. Ich muss Aloy wieder ein bisschen besuchen. Genau. Friseur sollte ich auch mal wieder gehen. Das nicht schon. Naja, was soll's. Werden wir vielleicht auch das Wochenende noch da. Was ist schon wieder alles das Wochenende da möchte? Das ist ja Wahnsinn. Genau. Gestern ist übrigens auch noch Season 4 angekündigt worden, beziehungsweise die erste Erweiterung, die am 12. April rauskommt. Und die werden wir uns natürlich anschauen, denn das ist der Dienstag, der 12. April. Von dem her wird jetzt dann hoffentlich, sobald ich mein Anno-Save-Game vorbereitet habe, ab nächster Woche dann auch noch am Dienstag geben. Und Horizon nur noch am Wochenende, wo es aktuell brutal schwierig ist. Ich habe keine Ahnung, wieso das so extrem ist aktuell, aber gefühlt habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Ja gut, das ist halt auch schwierig.
Meistens Freitag, Samstag ist sowieso irgendwas, dann kommt am Sonntag noch vor dem Losrennen, dann ist noch Tanzkurs auf die Nacht, dann ist Ende. Ja. Nur mal ein kleiner Einblick in mein Leben. Aktuell sehr schwierig. Ja, ich würde sagen, wir warten mal nicht mehr so lang. Dann gehen wir gleich mal in das Game. So. Gut. Ich muss mich erst wieder zurechtfinden, es ist schon wieder so lang her. Ungefähr eine Woche kann man sagen. Schauen wir uns mal in unserer Werkbank um. Haben wir einen Stachelwerfer und einen Marschall-Jägerbogen. So, dazu brauchen wir aber Flutschlitzer und Steinbrecher. Muss man beides so schnell wahrscheinlich nicht zur Hand kriegen. Wo sind wir eigentlich? Wir sind da. Suche Decker auf den Hügelkamm auf. Das ist unsere nächste Aufgabe, die werden wir machen. Da hier zu mir so sagen. Hallo Wildschwein. Ja, genau. Weil ich denke mir, da geht es dann um das Rebellenlager. Weil der ist ja irgendwie zu den Rebellen gegangen. Ihr Sohn, Enkel, irgendwie sowas. Ich glaube eher Enkel als Sohn, aber ist egal. Werden wir sehen. Hallo. Guten Tag. Aloy, der Außenposten ist gleich dort. Bist du bereit? Die Rebellen geben sicherlich nicht kampflos auf. Dann sollen sie einen Kampf haben. Das Blutvergießen endet erst, wenn Regalla besiegt ist. Was zählt, ist die gefangene Nakalla. Vielleicht weiß sie, wohin Kavos Trupp wollte. Okay, gehen wir rein. Rinn in die Olga. Erledige die Rebellen. Ja, erst einmal wie beim Gleitschirm da abgleiten. So, schleichen wir uns mal ein bisschen ab. Erledige die Rebellen. Das ist jetzt bestimmt... Ja, schon eher gut, da ist noch nicht gemacht, aber das kommt jetzt in der Story sowieso vor. Also in der Nebenquest. So. Noch ein Rebellenaußenposten. Ich muss den Anführer erledigen. Schockmunition könnte hier helfen. Ach, ey, Leute. Verzeih heute nicht dabei so viel. Was haben wir denn da? Ein Täubchen. Täubchen kann halt heil bleiben. Holzpfähle? Rebellen-Scharfschützen. Hab schon voll Kistis. Aber relativ wenig, wie soll ich sagen? 53 macht der schon. Wow. Relativ wenig Gegner, die wo ich jetzt mit meinem Fokus sehe. Wo es eigentlich fast gar nicht sein kann. Eigentlich sollten das ja mehr sein. Also ich sage mal so, leise ausschalten wird bestimmt schwierig. Zumindest bei manchen. So geht's einfach einmal so. Na, sag einmal. Ich bin hier, Aloy. Damit wirst du nicht davonkommen. Achtung! Waffen bereithalten!
ist übel. Ich bin hier ganz allein. Hilfe! Damit kommst du nicht davon. Und Feuer frei! Ich kann noch. Louis. Der Tod fliegt auf den Flügeln der 10. Burn! Nein! Ein schöner Treffer. Gott, diese Säure. Hehe. Locker easy. Nahkampfverteidigung. Sehr schön. So weit kann ich nicht schießen. Du willst mit mir spielen? Ich werde dran denken, wenn ich dich habe. Da ist. Rebellensoldaten. Soldat. So, schleichen wir wieder mal ein bisschen. Was gesehen? Ich hab dich im Visier. Radium. Geh. Hey! Die Fremde ist hier! Vielleicht mach ich's kurz. Jetzt los. Ah, sag einmal. Geht doch. Bin beschäftigt. Der hat schon wieder keine Zeit nicht. Rebellenschlüssel. Erledige die Rebellen optional. Haben wir noch einen? Finde eine Verwendung für den Schlüssel. Hui! Schätze, also Schätze haben da genügend. So geht's einfach nicht. Das waren alle. Laut unseren Spähern war Nakala an einen Holzpfahl gefesselt. Sehen wir uns mal um. Finde den Pfahl. Fallen mit Ziel. Genau, fallen mit Stil. Da, das ist der Pfahl. Von Nakala nicht zu sehen. Vielleicht haben die Rebellen sie verlegt. Ich kann nach Spuren suchen. Ja, jetzt muss ich erst einmal Verwendung für den Schlüssel finden. Weil ich sage mal so vorsichtig. Da. Spuren, die vom Pfahl wegführen. Wo führen sie hin? Sackgasse. Nein. Ich glaube, da ist etwas unter dem Holz. Öffne die Luke.
Nimm meine Hand, Nakala. Vorsichtig. Wo bin ich? Kaplanin, bist du das? Und mit einer Fremden? Wow. Wie bist du da unten gelandet? Die Rebellen hatten mich gefesselt. Sie dachten, wenn ich in der Sonne schmore, verrate ich ihnen die Marschrouten der Tieflandtruppen. Ich konnte die Fesseln lösen und weglaufen. Das ließen sie mich büßen. Ich erinnere mich nur an einen Schlag auf den Kopf und Dreck im Mund. Wie kommt ihr denn hierher? Wir suchen nach Cavo. Sein Trupp wurde zuletzt bei diesem Außenposten gesehen. Ja, er war hier. Es war sein Trupp, der uns auf der Straße angriff. Meine Kameraden konnten fliehen, ich nicht. Cavo selbst band mich an den Pfahl. Wenn du ihn suchst, Kaplanin, mach dich auf eine Enttäuschung gefasst. Er hat sich entschieden. Weißt du, wo sein Trupp hin ist? Ich hörte sie Schluchtrand erwähnen. Dann suchen wir dort weiter. Ich gehe voraus und treffe dich in Schluchtrand im Südwesten. Decker, wenn Cavo ihren Trupp angriff. Nein, er ist noch nicht verloren. Wir müssen ihn finden und ihm die Augen öffnen. Okay, wir sehen uns dort. Was ist mit dir? Die Wunde muss versorgt werden. Die verheilt. Ich muss mich nur etwas ausruhen und gehe dann zum Hain. Ich sag's dir, Bluthaar. Die Kaplanin will es nicht hören, aber ihr Enkel ist ein Verräter. Das werden wir wohl sehen. Hallo, der Titelleser. Entschuldigung. Schluchtrand. Ach, du Gockel. Das ist ein bisschen weit, findest du nicht? Da gehen wir lieber Richtung Las Vegas. Ja, mal schauen. Was haben wir denn noch? Ist so Redemetallane im Ossaram-Lager. Das hätten wir auch noch. Tauchen können wir immer noch nicht. Signalsuche. Begib dich zum Berg über der Basis. Okay. Ja. Finde eine Verwendung für den Schlüssel. Jetzt mal schauen. Ah, du eine wahrscheinlich. Und du Daufi. Hör aus. Hey. Ich glaube, das war Stufen 2. Aber es macht nichts. Das hat Gott schön viele Tierchen. Toten Soldaten. Die wird Tuka haben wollen. Alte Skulptur. Suche Decker im Schluchtrand auf. Was denn du? Sonnenflügel? Löschwassermunition wird die Sache vereinfachen. Langbein? Das sind Langbeine. Was ist das da unten? Ist doch kein Langbein. Ah, Sonnenflügel ist. Logisch. Ja, ganz klar. Ah. Gut, Rebellen-Außenposten erledigt. Abgeschlossen. Dann kann man jetzt weitergehen. Himmelsgleiter Sonnenflügel-Areal. Stachelschnauze, Behemoth, Langhals. Der kehrt auch mitgemacht. Ich habe aber da herum auch noch ein bisschen was. So ein Jagdgebiet und solche Sachen. Der erste Flug, Bollwerk, Marsch eines Soldaten. Ich glaube, da haben wir uns da herum heute einmal bewegen. Überwachungsdrohne. Also da herum ist eigentlich auch noch voll Action. Ein Salzbiss. Sinnflut. Bauteile KG. Reliktruine. Also jede Menge zu tun. Aber ich glaube fast, dass wir da anfangen.
Signalsuche. Was mir aber stört, dass die Jagdgebiete nicht weggegangen. Weil die haben wir ja wirklich abgeschlossen. Die rennen eigentlich weg. Und das da, Frostmunition, Häckslerprüfung, Plasmastoßprüfung. Benutze Plasmamunition auf einen Rollrücken, um bei ihm den Plasmastoßzustand aufzubauen, wodurch ein Timer ausgelöst wird. Füge der Maschine Schaden zu, um eine Explosion zu verursachen, wenn der Timer abläuft. Wir können es probieren, um gut zu sein. Das war vielleicht wirklich dann machbar. Ja, übrigens 33%. Und ich habe schon fast 400 Maschinen gekillt. Wahnsinn. Taumeln. Zermalmt. Circa Klebstoff. Fesseln. Und das für Maschinen. I don't know. Haben wir da nicht doch schon wieder nice gekriegt? Krieg immer neue Sachen. Wollenfeder? Ja, das braucht es. Was wir reingekriegt haben, sage ich gerade nicht. Ich glaube, das muss so. Egal. Ja. Gibt's da ein Lagerfeuer? Natürlich nicht. Dann gehen wir um. Halt. Markierung ist da hinten. Weiche über die Sonnenflügel mal ein bisschen aus. Ich möchte jetzt nicht gleich Maschinen besiegen. Möchte ein bisschen Nebenquests machen, dass wir da mal ein bisschen weiterkommen. Story, je nach Zeit. Ich glaube, dass ich das Wochenende wieder mal keine Zeit nicht habe. Kann sein. Ich weiß es aber nicht. Machen wir irgendwann einmal weiter. Aber frage nicht wann. Weil ich es nicht weiß. Es ist momentan zeitlich einfach so schwierig. Irgendwie am Wochenende Zeit zum Finden. Für ein paar Stunden zum Streamen. Ich komme eigentlich aktuell zu fast nichts. Das ist schon irgendwie komisch. Normal habe ich da auch schon immer relativ Zeit für sichere Sachen. Feuerdornrücken. Oh. Kameraden. Einmal reisen zu Barschisch. Hola, amigos. Was ist denn denn mit den Ladezeiten mittlerweile? Also die werden gefühlt immer länger. Am Anfang waren sie ja wirklich noch in Ordnung, aber mittlerweile ist es schon ein bisschen. Ja, die möchte mir schon wieder ein nice Gerücht sagen, ich mag aber gerade nicht. Wo muss ich denn hin? Muraffe zu der Signalsuche. Ich sollte mir das vielleicht markieren. Sonnenflügel. Dieser Berg. An der Südseite komme ich am besten hoch, wenn ich mehr von Silgas Nachricht empfangen will. Ich muss nur einen Pfad suchen. Hab ich oben gefunden.
Na gut. Kämpfen oder ausweichen? Genau, noch ein Feuerpfeil, Egenicke. Sie werden die Suche bald aufgeben. Gott, mein Fokus ist geschwächt. Außer Gefecht gesetzt. Sprungschläger. Das ist der gleiche? Säurekanister. Bleibst du stehen? Ich muss angreifen, solange die Säure noch wirkt. Au! Was bist denn du jetzt wieder, Fiona? Eis. Erwischt. Ah, putzte. Das sind Reparaturkapseln. Au! Na, Kim. Au! Ruhig. Ich muss höher hinauf. Einen guten Platz finden, um Silgas Signal zu empfangen. Not so easy. Okay, dann müssen wir irgendwo ab nach oben. Die da? Wieso? So nach oben? Das ist eine Blume. Ich will einfach Blume mitnehmen.
bisschen eine Kiste. Und... Dann geht's da weiter. Und hopp. Nein, mich nicht mehr. Braucht man, wenn wir wieder Gewandfarben megen. Das ist wichtig. Ich sag, wo kraxelt man denn mir umrund? Ist ja der Wahnsinn erst. So, ab nach oben. Springen wir da mal um. Da müssen wir aber schon bald rum sein, hä? Ziemliche Kletterei. Das stimmt. Nein, nicht runterfallen. Ich muss noch höher, um Silgas Signal orten zu können. Ja, ja. Hi, zack. Hui. Scheiße, Matrosen noch. Maschinskis? Ah, Maschinskis. Dann ein paar Sonnenflügel. Dieser Berg ist hoch. Frostgrauhabicht. Schwach gegen Feuer. Ich bin Frosch im Hals heute. Eine blasse Blüte. Hallo. Affe. Ich bin offenbar nicht allein. Frostmunition richtet hier nicht viel aus. Schauen wir mal ins Ding rein. Der Schnabel ist wichtig. Das ist Hauptupgrade-Teil. Abnehmbar. Wenn es nicht entfernt wird, wird es zerstört. Ansonsten hat er nicht relativ viele Schwachpunkte. Er ist nur schwach gegen Feuer. Was jetzt an sich schon mal ein gutes Ding ist. Kann man aber auch mit Abrissmunition vollballern. Zumindest auf seinen Schnabel. Den Rest dann mit Feuer machen. Weil dann ist er schon mal niedergeschlagen. Und ist tot. Dann haben wir schon mit Stapel. Ja, gut so. Ah! Ja, viel Spaß. Noch höher klettern. So, haben wir Grauhabichte. Ah, erledigt. Das ist gut, schon langsam bewegen wir uns in einer Richtung, wo wir einige Maschinenteile schon haben. Das ist gut so. Ja, auf Kraxel die dumm wieder. Na komm. Ich glaube, ich bin frisch. Müssen wir weiter. Ist dieser Kraxel? Wahnsinn. Okay, jetzt das Signal abhören. Wo ist der beste Platz?
Ich tippe mal, oben ist der beste Platz. Also so Ich sollte weit einen oben. guten Platz finden, um Silgas Nachricht zu empfangen. Dock 142 an Enduring Victory Ruin. Vorratsabwurfsignal. Paul, ich bete, dass du diese... Drin ist eine Nachricht. Das Signal wird stärker. Mein Fokus hat die Quelle fast lokalisiert. Es wird Zeit, den Tenakturm zu besuchen. Begib dich zum Turm im Brennspeer. War eigentlich mein nächstes Ziel dann. Das sind auch Fragezeichen. Da kann man noch hin. Ich krieg bestimmt Hui, eine gute Aussicht, gleiten. wenn ich hier runtergleite. Also ich möchte so lang gleiten, wie es geht. Einfach weil es toll ist. Na, und ich glaube, es gibt eine Trophäe dafür. Ich wollte jetzt... Also... Mein Gebietswechselcode, ich wollte jetzt nicht in Basis rein. So, weiter geht nicht mehr. Aber ich glaube, da gibt's was, wenn es der gewisse Zeit so, Gleittest oder so. Natürlich ist jetzt da wieder so eine Lady mit Metallblume. Egal. Wir gehen mal noch Brennspeer. Ein paar Schnellreisepakete haben wir ja noch. Dann klettert man auf den Turm. Und dann sollte man aber eigentlich die Aufgabe bald erledigt haben. Sag ich jetzt einfach einmal so. Weil, ja, ewig wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern. Begib dich zum Turm im Brennspeer. Die elenden Osseram im Süden machen sich's ganz schön bequem. Ja, genau, so ist Mit es. dem Turm müsste ich Silgas Signal orten können. Folge den Zehen. Ich ein Turm zur Hölle. Denn du? Okay, sagt halt das. Red's mit mir. Mit dem Ring haben wir die Leute zusammen, haben sie mir gesagt. Ich muss Gesundheit. hochklettern und Silgas Signal suchen. Wo fange ich an? Nein! Du sollst eine neue Rüstung. Jetzt gehen wir mit dem reden. Mit dem Chefe. Was ist denn los? Aloy, die Heldin der Kulrut. Ich komme gerade von einem Treffen mit den Anführern der äußeren Dörfer. Ich sag's nicht gern, aber Yara könnte mit ein paar Dingen recht gehabt haben. Aber nicht mit allen. Dachtest du, das Kommando zu haben wäre leicht? Vermutlich nicht. Ich sollte sagen, dass dein Bogen bei den Gesprächen mitmacht. Das beruhigt sie bestimmt. Diesmal rette ich dir nicht die Haut. Ich wäre bereit. Ja, er mag nur schon wieder das mit mir helfen. Ich mag aber das mit nicht helfen. Bunny kann nicht immer helfen. Bunny hat auch Sachen für sich alleine zu tun.
Das ist halt wichtiger. Was willst du deinen Berg besteigen oder so? Hui! Weiterklettern, um das Signal zu ordnen. Genau. Nur noch etwas höher. Ah, halt die fest! So, jetzt haben wir es aber dann, oder? Fast geschafft. Ist die. Okay. Mal sehen, ob ich Silgas Signal empfange. Stock 142 an Enduring Victory Reno. Vorratsabwurfsignal Echo. Paul, ich bete, dass du dies empfängst. Drin ist eine Nachricht für dich. Da. Ich habe die Signalquelle. Nicht allzu weit von hier. Ich muss nur hinkommen. Wo? Begib dich zum Ursprung des Signals. Ja, da können wir hin. Und das ist bestimmt ein Lagerfeuer. Ich gleite. Ah, Gleiten ist schon was Schönes. Ui, jetzt wird mir da ganz schlicht. Ui. So, Schnellreise. Schlimm ist ja dies, wir waren gerade da. Panzerschnapper. Panzerschnapper. Oh, Panzerschnapper. Das ist ein Schildi. Müssen wir dann jagen. Schildi müssen wir definitiv jagen. Schildi ist da, um Schildi gejagt zu werden. Na, so ein Panzerschnapper, dann kann man schon mal wieder schnappen. War schon lange nicht mehr gut. Okay, dann habe ich schon lange nicht mehr geköpft. So. Ich könnte Löschwasser gegen sie einsetzen. Oho. Wo ist jetzt das Signal? Säurebrüllrücken. Brauche Brüllrücken. Mein Fokus empfängt das Signal, das Silga gefunden hat. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich nach dem Ursprung suchen kann. Schwach Löschwasser. Kein Löschwasser dabei. Dann muss es so gehen. Ich wurde entdeckt. Okay, Säure tut einem gar nichts. Schock vielleicht. Ne, wirklich. Eis. Vielleicht ein bisschen besser. Hallo, ich hab gesagt Schock. Boah, hier ist du auf. Guter Treffer. Muss jetzt wirklich noch Löschwassermunition ausrüsten. Gegen einen Scharfschussbogen, weil dann braucht man.
hörst du auf? Ich brauche mehr Munition. Ja, den kriegen wir. Aktivier dein Schild. So, jetzt bist du dran. Auf, dass du bei keine Munition nicht. Schockmunition wird hier wohl nicht helfen. Säure und Löschwasser. Eiskettenreaktion. Na dann geh her. Lass mal. Mein Fokus empfängt das Signal, das Silga gefunden hat. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich nach dem Ursprung suchen kann. Hat so schön gefrutzelt in meine Bauchnabel. Au, au, au! Die verwüstet ja halt so krank.
Mein Gott. So, wo kommst jetzt du, Sauviech hier? Oh, Stachelschnauze. Ich kenne mich nicht mehr raus. Stachelschnauze. Säure. Ist der kein Hauptupgrade-Teil nicht? Doch, doch. Bleibt bestehen, wenn getötet. Ah, das war irgendein Statuseffekt. Ich frag mich aber gerade aktuell nicht, wo es ist zum Bereich kommen. Schockmunition. So, der weh. Schauen wir gleich nochmal. Dann gleich nochmal. So, das hätten wir erledigt. Dann haben wir noch unsere Lanzenhörner. Ein Bogen. Ah, das kann Fäuser. Oh gut. Ja, hallo! Lass aber mit. Ha, mir noch ein Horn gekriegt. Ein Lanzenhorn-Bohrhorn. Schlimm ist, du musst noch eins da sein. Wo liegt denn eigentlich der Verwüster? Den vermisse ich gerade noch ein bisschen. Da liegt er. Wo denn schon geplündert?
Ja, gut so. Und mir fällt auf alle Fälle noch ein Lanzen an. Da ist das Da bist du ja. geheimnisvolle Signal. Komme ich jetzt zu dir? Aber ich muss mich erst um die Maschinen kümmern. Welche Maschinen denn noch? Ah! Locker easy. Okay, Zwei jetzt sollte ich die Börhörner. Signalquelle Börhörner. suchen. Zwei Börhörner. Erstmal Verteidigungsgewebe. Das ist etwas unbekannt. Das ist bestimmt die Höhle. Ein nicht identifiziertes Signal. Ist das vielleicht so eine Flugdrohne? Schon sagen. Noch eine Drohne, die die Biosphäre überwacht. Ich brauche ihre Daten. Aber wie kriege ich sie runter? Wenn man drauf springt, bekommt man es runter. Na, kraxelt wieder. Mein Gott. Ich denke nämlich, dass ich da aufhören. Ich kann auch umständlich aufhören. Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. Okay, da bin ich aber sowieso ein bisschen falsch. Ach, nach unten. Na, dumm. Die doch da oben bleiben sollen. Zu ihrem Blut. Schlaf nicht ab. Hat sich etwas bewegt? Das wirst du büßen. Eingriff! Mitten ins Ziel. Ah, von da oben. Okay, das erklärt so einiges. Da mal Feuerglimmer. Hallo, nicht hau. Nehmen wir natürlich an. Au. So, ein paar Vorräte gesammelt. Da müssen wir schauen, dass wir oben mitkommen. Irgendwie da nach oben. Weil da oben können wir dann auf die Drohne.
dann nehmen wir den natürlich mit, wenn wir schon da sind. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind eh da herum. Und das noch wieder Lagerfeuer. Ja. Tati, ich habe übrigens Schildi gefunden. Da ist Schildi. Ist aber vielleicht ein Jagen und Das so. wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Wo war jetzt der Absprungpunkt? Noch weiter oben? Ich bin gerade leicht überfordert. Da ist er. Vielleicht aber das Jagen. Oh! Nein! Spring! Steuerung ist halt doch ab und zu ein bisschen. Naja. Die musst du als Haustier halten. Ich kann sie aber nicht überbrücken, weil sonst hätte ich ja das vielleicht sogar, aber das geht halt nicht. Also muss ich jagen. So, jetzt können wir wieder warten, bis die Drohne kommt. Weil haben wir es ja gerade erst verpasst. Das relativ schnell geht. Ab nach unten. Ah, endlich. Okay, ich hole mir die Drohnendaten. Stell dir vor, du hast eine Riesenschildkröte an der Leine. Oh, ich weiß aber jetzt nicht, wer du wem zwingen hat. Das war jetzt nicht ganz so easy. 3 von 10 Drohnen. Die kommen in meinen Rucksack. Genau, und jetzt machen wir aber die Nebenquest weiter. Und dann da wir Schilde jagen. So, finde einen Eingang zur Höhle. Naja, warum sollten wir jetzt da nicht kraxeln müssen, wenn wir die ganze Mission schon kraxeln müssen haben, oder? Ja, gab es jetzt schon irgendwo einen leichten Sinn. Wobei... Gleich dann. Da geht's nicht rein. Vielleicht gibt's noch einen Eingang. Sinnlos, den Zugwerfer zu nehmen. Achso. Sieht vielversprechend aus. Frische Tasten. Komisch, das können wir aufstellen. Das haben wir nicht. Schaut genau gleich aus. Na gut. Rein ins Wasser. Ja, ich habe ja jetzt so an sich kein Problem mit Wasser, aber Aloy bockt das irgendwann über das Wasser. Oh Gott. Da bist du ja. Woo! Sehen, was drin ist. Das war vielleicht ein bisschen knapp. Militärische Ausrüstung und ein Sender. Paul, per Fokus habe ich dich nicht erreicht. Ich hoffe, das hier erreicht dich. Der Ausrüstung für die Stellung an der Reno-Linie. Ich wollte nur, dass du weißt, dass alle Bitterkeit verschwunden ist. Ich denke nur an die guten Dinge.
Klingt, als wäre er ihr sehr wichtig gewesen. Das wird Silga erfahren wollen. Und der Sender darin, der die Nachricht übertragen hat, wird sie sicher interessieren. Kehre zu Silga zurück. Okay, das ist dann wieder da herunter. Bei der Höhle. Bei dem Rebellenlager. Da gibt es wieder Bauteile. Ich spekuliere schon, ob wir da nicht einmal vorbeischauen sollten, beziehungsweise ob wir nicht bei ihm einmal vorbeischauen sollten. Weil da gibt es eigentlich Schadteile, die wo man gut wieder verwenden könnte. Vielleicht verkaufen da die ein paar so Teile, die wo wir noch brauchen. Auf der anderen Seite kann die Mission auch kurz abschließen. Jetzt gehen wir geschwind zu den Stürmen. Da wir das Gebiet einfach geschwind entdeckt haben. Und gehen wir zu der Panzerschnapper-Schildkröte nach dem Lagerfeuer. Oder? Ja, gehen wir erst übers Lagerfeuer. Den drücke ich mir dann noch gehen. Aber dann mag ich Panzerschnapper jagen. So ein schönes Schild und so. So, rum ist Lagerfeuer. Dann können wir mal unseren ganzen Fortschritt abspeichern. Ich könnte die Maschine anzünden. Ein nicht identifiziertes Signal. Ist da die nächste Drohne? Wie schlimm ist das? Das sind Stachelstauzen. Eine Psychop-Drohne überwacht das Gebiet. Ich muss an ihre Daten ran. Feuer. Hallo Schildi! Sieh dir die Flammen an. Au, au, au. Alle reißen mir du nieder. Boah. Oh. Säure. Okay. Also irgendwie habe ich den leicht in Erinnerung. Ja, vergiss den Fall. Schildi hat sich für heute erledigt. Das wird nichts. Unsere Ausrüstung ist definitiv mehr als zu schwach für sichere Gegner. Weil wenn ich jetzt sage, etwas gar nichts,
Geschicklichkeit 71 Feuer. Was die halt am Jägerbogen, der wo nur Schaden macht, das ist eigentlich voll für den Arsch. Die Kurzbögen, die haben auch, naja. Schlimm ist, dass die Schilde kommt erst, wenn ich sehe, wie von die Stachelschnauzen. Ich möchte aber die Stachelschnauzen gar nicht machen, weil die sind so fein, dass ich gar nicht gegen Schilde ankomme. Das ist gerade ein bisschen... Ja, ich weiß schon, das Schild ist schön. Aber ich kann Schilde nicht erledigen, also lass mir Schilde schlafen. Ist ja in Ordnung, oder? Schilde kann weiter schlafen und träumen im Schnee, Dreck, wie auch immer. So, ich hoffe, dass ich da jetzt auf die Drohne drauf komme. Das Faszinierende ist ja... runter, um die Daten abzugreifen. Man sieht es Ich nicht. könnte draufspringen. Stachelschnauze. Ja, die kommt noch näher. Du kommst jetzt mit! Die Drohne ist unten. Ich sollte mir die Daten holen. Nächste Drohne. Drei hätte ich sogar noch zur Aussicht. In Aussicht, so muss ich sagen. Wow. Na ja, schaubar. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann ist so jetzt oft wirklich so. Verwüste Areal. Trockensehnsucht. Reliktruine. Why not? Maschinenrennen. Ja, Kim, nehmen wir noch mit, die Ruine. Why not? Auf Schildi verzichten wir einfach jetzt einmal. So muss es so wie es ist. Da sind wir einfach noch ein bisschen zu unterlegen von die Waffen hier und so weiter und so fort. Ich muss vielleicht auch mal schauen, vielleicht können wir wirklich mal, dass ich am Wochenende Zeit habe und wir können mal von der Hauptstory ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir neue Maschinen und so. Weil aktuell ist wirklich das Problem, unser Upgrade-Rohstoff fehlt. Für unsere ganzen Waffen. Ich kann mir vielleicht stärkere Waffen besorgen, aber welche nicht. Und jetzt wisst ihr, die Kuh, die wo besser Hand, beziehungsweise besser für die Anwendung wie es rum. Ja, was zur Hölle? Ein Relikt. Wie komme ich daran? Wow. Was ist da für Fragezeichen da? Da sind 2 Fragezeichen. Sind da vielleicht Ornamente? Oder sowas? Fokus. Ein Färber kann das gebrauchen. Stimmt allerdings. Musst du irgendwie weiter unter schon rein. Hallo Gräber. Die Flügel scheinen das Sonnenlicht einfangen zu können. Fliegt vermutlich auch schnell. Sonnenflügel. Ach, die Dinger, die haben wir schon ein paar. Lass mich mal kurz in Ruhe, bitte. Ich will doch nur spielen. Ein Geiergabelbein.
Ich hab gerade aktuell das Gefühl, ich muss da nach oben. Also ich muss zu deinem Eine Rebellenlager Ruine der oder so. alten Welt. In den Fels gebaut. Hallo. Das muss die sein, von der mir die Tenakt erzählt hat. Vielleicht lohnt sich ein Besuch. Eine Art Tunnel. Ich sollte mich mal umsehen. Also blockiert Eine der Weg. Metallblume. An den Ranken komme ich nicht vorbei. Am besten lasse ich es erstmal. Ach so. Sicher nicht ist das. Da können wir wahrscheinlich auch nur surfen. Okay, dann hat sie die Reliktruine schon Ohne einen erledigt. Weg an den Ranken vorbei kann ich nichts tun. Ich komme später wieder. Jo, mach mal. Ist ja schön, dass es so indirekt direkt sagt. Aber ein bisschen traurig ist deswegen auch. Unbekannt. Also das Gebiet, das was wir noch erkunden müssen, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Wenn ich ehrlich sein soll. Da war das. Da haben wir einen Unterschlupf. Da können wir nicht. Dann reisen wir da geschwind hin und gehen wir die Hauptstory. Die Hauptstory. Das ist mir durcheinander gebracht. Halt nicht mehr. Ich gehe vielleicht noch in die Richtung, dass wir dann beim nächsten Mal wirklich weiter durchgehen. Aber wenn ich jetzt die Hauptstory noch anfange, die dauert bestimmt wieder 2 Stunden, dann ist noch 10. Das wird mir zu lang. Es ist einfach schwierig, Hauptstory zum Spielen an einem Dienstag. Ich muss wirklich das Wochenende mal wieder Zeit finden. Ich weiß zwar noch nicht wann und wie und wo, aber irgendwie wird es schon werden. Es kommen wieder leichterne Zeiten. Also weil ich nicht voll machen kann. Ich kann voll machen. Soll ich damit sagen, was ich Quests habe? Also das sind Hauptstory. Das sind Nebenmissionen aktive. Gut, die schließen wir jetzt dann ab. Begib dich nach Blutzeichen. Kann ich machen. Begib dich zum Anfang des Anstiegs. Kann ich machen. Mit Decker im Schluchtrand ist ein bisschen zu weit weg. Versunkene Hoffnung. Durchsuche die Ruinen. Kann man nicht machen. Rede mit Talane im Oseram-Lager. Kann man machen. Begib dich zum Treffpunkt. Kann man machen. Begib dich zum Eingang des Tals der Gefallenen. Kann man machen. Und Aufträge haben wir Dendo, rede mit Pentala in Salzbiss, kann man machen. Und begib dich zum Wachturm bei den kalten Kaupen, kann man machen. Begib dich nach Rheinklang, kann man machen. Fliege zum Berggipfel, kann man machen. Es ist noch so viel zum Machen. Wahnsinn. Na, also, machen wir wirklich nah. So, also ich sage jetzt einmal, also brutal voll aus der Teufel der. Deswegen sage ich, es ist auch gut, wenn wir mal ein bisschen Nebenquests wieder nachmachen, weil es ist schon extrem. Fortschritt. Wir haben 10 Hauptquests und nur 10 Nebenquests dabei gemacht. Und 4 Aufträge dabei erfüllt. Was haben wir denn genauso? Statistiken. 93 Gräber. Gespielte Zeit fast 40 Stunden. Wow. 105 Lagerfeuer. Fast 900 heilende Beeren. Wow. Na ja. Was doch. Aloy, die Worte vom Stachel sind verstummt. Was ist passiert? Das hier hat mit deiner Anlage gesprochen. Das ist alte Weltausrüstung zur Kommunikation über weite Entfernungen. Die Nachricht wurde gestoppt, als ich sie nahm, aber ich habe die Nachricht gehört, von der die Stimme sprach. Wie lautet sie? Während eines alten Krieges
wollte eine Frau einem Mann, den sie kannte, Vorräte schicken. Sie wollte ihm mitteilen, dass ihre Unstimmigkeiten nicht mehr von Bedeutung waren. Dass sie an ihn denken würde, wenn das Ende käme. Oh. Wir sind wohl irgendwie seelenverwandt. Ich wünschte, ich könnte meinen Bruder so eine Nachricht senden. Sagen, dass ich ihm vergeben habe. Das hätte er gewollt. Das weiß ich. Dieser Mann, der Alte, hat er die Nachricht je gehört? Ich glaube nicht. Tja, das ist wohl oft der Lauf der Dinge. Doch bei der Stärke dieses Geräts konnte die Senderin hoffen, dass er es gehört haben könnte. Tolle Sache, Nachrichten nach nah und fern zu schicken. Kann ich das behalten? Es ist ein Schatz. Natürlich. Danke. Manchmal erfahren Menschen nie, was sie wissen sollten. Aber mit diesem Ding kann ich sie vielleicht miteinander sprechen lassen. Den ganzen Weg von Hauptquell bis wer weiß wohin. Hey, ich habe in dem Lager noch ein paar Dinge gefunden. Vielleicht kann ich daraus etwas herstellen. Kann ich deine Werkbank benutzen? Na klar, gleich da hinten. Jederzeit, Aloy. Sie gehört dir. Ich glaube, ich weiß, was ich mit den Teilen machen kann. Ich nicht. Eine Waffe hier. Oh. Einen Drehdornstachelwerfer. Diese Waffe wird mit der Technologie der alten Welt angefertigt. Sie schießt Bohrstacheln, die Schaden über Zeit anrichten und sich hervorragend zum Abreißen von Rüstung oder Maschinenteilen eignen. Oha. Da kommt Freude auf. Gut, ich freue mich aufs Ausprobieren. Ja. Irgendwie. Zeigt so voll nice Sachen. Obwohl ich nichts Nice nicht habe. Ist dies vielleicht ein neuer Bug? Anscheinend. Es geht nur für die Rohstoffe nicht mehr weg. Okay, dann schauen wir geschwind durch sie durch. Ganz kurz. Und dann, glaube ich, gehen wir mal zum Karuf. Beziehungsweise jetzt schaue ich geschwind, was wir für Upgrade-Teile brauchen für unsere Waffen, dass wir die vielleicht noch ein bisschen verbessern. Weil für manche Maschinen braucht man es eigentlich. Ist jetzt weg? Ja. Sehr schön. Und dann schauen wir mal, ob der das vielleicht sogar hat und wir das eintauschen könnten. Marshall Jägerbogen. Blutschlitzer und Steinbrecher. Ich möchte mir jetzt nicht schlecht da hier noch. Das schaut schon schlecht aus. Oh. Oh. Upgraden. Sehr klar. So, da geht nichts. Die lassen wir, weil die braucht man aktuell nicht. Warum soll ich das auswerfen? Outfit können wir auch nicht machen.
Braucht man denn fürs Outfit? Schnappmaul, Beutelgewebe. Oh. Schnappmäuler hätte ich jetzt gut. Kletterkiefer, Schweif, Staubwedel. Wedel. Staubwedel. Kletterkiefer. Sagt mir grad gar nichts. Steinbrecher, Grabeklaue. Okay. Ich glaube, wir sparen uns das beim Karuf. Ich liege gerade, ob man nicht einmal Richtung Langhals gehen sollen. Einfach, dass wir nochmal haben, so schnurstracks Richtung Langhals. Und vielleicht die Stachelschnauzen ein bisschen mitnehmen. Schlängelzahn braucht man eigentlich nicht aktuell. Glaube ich. Jetzt werden doch nicht so viele Stachelschnauzen wartend. Okay, das sind vielleicht ein paar. Hier mal. Löschwassermunition dürfte das hinkriegen. Eine Spitzenstachelschnauze. Das ist für Plasma anfällig. Ich glaube, ich lasse einfach geschwind. Das ist was Unbekanntes. Vielleicht der Signalturm. Kann sagen. Panoramatyp, ja, mei. Ein Anblick der alten Welt. Ich glaube, das sind Teile einer Stadt. Las Vegas vielleicht. Ach so, musst du der Turm drauf sein. Dann müssen wir dahinter. Vielleicht sogar noch ein bisschen. Ich muss in der Nähe vom Ort sein, wo das Bild gemacht wurde. Ohne diese Maschinen sollte ich mich besser umsehen können. Hallo. Mich in die Maschinen. Geschafft! Könnt ihr nicht mehr vorgelesen? Dies ist der Las Vegas Stop, unsere Aussichtspunkt-Tour, präsentiert von Miriam Technologies und der Koalition für Umweltsanierung. Nachdem Stanley Chan Las Vegas neues Leben eingehaucht hatte, stellte er fest, dass der Erhalt seiner spektakulären Schöpfung beinahe so schwierig war wie der Bau selbst. Also wandte er sich wegen unserer hervorragenden Erfolgsbilanz in Sachen Umweltüberwachung und grüner Technologie an uns. Wir halfen ihm dabei, ein angepasstes Roboter-Ökosystem zu entwickeln, das strukturelle Probleme der Stadt verhindern, identifizieren und beseitigen konnte. Mit minimalen Auswirkungen auf die verbliebene Tier- und Pflanzenwelt der Wüste. Kommentare. Parker, wisst ihr was? Ich bin betrunken. Ja, Lee? Lol, wenigstens hat Parker Spaß. Martina. Kann man so eine Tour auch in Delaware machen? Kann man überhaupt was in Delaware machen? Mir gefällt die Tour. Ich mag Roboter. Mary, 6 Jahre. Okay. Das war alles so, ja. Ich finde schon, dass die nicht mehr vorgelesen werden. Also die waren eigentlich schon aber cool, weil es vorgelesen worden sind. Die Dinge, du. Aber egal.
Ja, das war Las Vegas. Da müssen wir mir hier, da ist Poseidon. Aber das werden wir heute nicht mehr machen. Wir tun jetzt da mal Richtung Langhals. Ja, dann hätte ich jetzt doch gerne mehr. Und diese Rebellen-Außenposten. Was gibt's denn eigentlich für Tierchen? I don't know. Ist schon wieder so auf dem Weg, da kann man schon wieder alles mitnehmen. Weil wenn man schon vorbeigeht, dann ist ja eigentlich kein Ding mehr. Wieder ein Außenposten, der ist so... Ha, mir nix, dir nix. Zack, fertig. So ungefähr. Also zumindest bald immer so war, so, ob es dann wirklich ja so ist, das ist natürlich nochmal auch eine Geschichte, aber... Oh Gott, hier ist schon so viel Holz im Vorrat. Außenposten. Ich muss den Anführer erledigen. Hallo! Okay, sie mag kein Löschwasser. Oh Gott, die haben dann Verwüster. Kein Zweifel, keine Rolle. Noch ein Langhals. Nein, ich mache nur noch eine halbe Stunde. Oh, wir haben Reiterpatrouillen. Toll. Feinde gesichtet! Holt Hilfe! Guter Schuss! Das muss der Anführer des Außenpostens sein, um Ausrüstung zu haben. Ich musste einfach nachsehen. Hey! Keine Munition! Erledigt! Wir müssen angreifen! Ich fange gerade erst an. Ich greife jetzt an! Der Feind war hier, aber jetzt nicht mehr. Oh, leck! Was ist denn halt los? Die Gegner so. Papa. Erledigt. Scheiße clever, ne? Ja, Wahnsinn halt, oder? Jetzt warte mal. Fäulnis. Okay, das ist das eine. Weißt du was? Langhals. Warum wird mir jetzt der Langhals nicht angezeigt? Immer hat's was. Mach mal den Langhals einmal. Anscheinend kommt das Signal von dem Langhals. Ui, dieser Tornado. Mit der W? No. Sieht nach Wasserrahmenausrüstung aus. Was haben die hier gemacht? Suche die Maschinenkadaver. Nicht. Da irgendwo, oder? Ja, so.
sieht nicht gut aus. Ich sollte mal nachsehen. Oh. Speichern. Und diese Anker. Was haben die da gemacht? Na, da Anker. Ich sollte versuchen herauszufinden, was die Osseram hier wollten. Ein toter Osseram. Von Maschinen getötet, wie es aussieht. Dieses Ding schießt Anker? Sie wollten den Langhals zu Fall bringen. Wurden aber von den Maschinen überrascht. Könnte ich bloß irgendwie da hochkommen und den Schaden untersuchen? Es sei denn, ich hole den Langhals selbst runter und versuche ihn am Boden zu reparieren. Das wird nicht schön, aber zumindest wird er repariert. Ich muss einen Anker an den Schwachstellen der Panzerung anbringen und zu Boden ziehen. Nein, ich muss den Anker an den Schwachstellen des Langhalses anbringen. Oh, das klingt nach Ärger. Und ich brauche nur Anker. Ich weiß, dass die Osseram hier weitere Ballisten platziert haben. Ich muss sie nur benutzen. Ach so. Säurebrüllrücken. Wahrscheinlich gibt es hier noch weitere Anker. Ich muss sie finden. Mit ihnen bringe ich den Langhals zu Fall. Mit einer Balliste kann ich diese Maschinen sicher besiegen. Wow. Sieht aus, als hätten sie eine Maschine mit sich gebracht. Auch wieder Schock, das hat so recht gut funktioniert beim letzten Mal. Ich gebe nicht auf. Au, 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 au. Einmal stille Schlag. Zweimal stille Schlag. Wow, 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 ruhig, Brauner. Nein! Oh, wenigstens ein Beutelgewebe gekriegt. Abgetrennt. Puh. So, kurz speichern. Unbekannte 142 Meter. Das ist noch so eine Balliste. Noch eine Balliste. Und sie hat einen Anker, den ich brauche. So, Langhals, Kim. Der tut mir so leid. Aber anscheinend ist er kaputt.
Einer mehr sollte schwer genug sein. Noch mehr Maschinen. Ich muss mich beeilen. Was hat sie's? Müllgleiter. Ich habe die Balliste bereits verwendet. Ich sollte hier nach anderen Aua! suchen. Super. Oh, ich bin erschöpft. Ich brauche mehr Ausdauer. Ah! Also Himmelskleider haben wirklich locker easy. 4 Klingen Schweif haben wir schon. So, jetzt brauche ich noch so eine Balliste, oder? Man hat ja da hinten gesehen, kann ich sagen. War zumindest der Anker. Dann haben wir wieder Maschinen. Ah, Teufelskreis. Die Waffe hat noch einen Anker. Dann benutze ich ihn. Na, Brüllrücken. Tut mir echt leid, mein Großer. Das stimmt allerdings. Es tut mir wirklich furchtbar leid. An den Beinen komme ich bestimmt nicht hoch. Ich muss es anders versuchen. Ich nehme jetzt so ein Löschwasserding. Dann los hier wieder frei. Keine Sorge. Ich starte dem nie an. Okay, besser. Also die Brüllrücken, die haben schon brutal. Haben wir die geheilt? Also wenn er mich nicht geheilt hat, dann war ich selber blöd jetzt. Aber das weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken. Ist jetzt der noch da? Oder ist jetzt eh alles fort, was wir bis jetzt gekriegt haben?
Cowboy. Er geht wieder. Ist er wieder gesund. Stufe 29 erreicht. Und Fähigkeitspunkte erlangt. So, was mengen wir jetzt noch um? Wuchtangriff, Nahkampfzünder, Resonatorstoß, Resonatorschaden, schwere Waffen, Waffenausdauer, schwere Waffen, breiter Stoß, Schuss, wie auch immer, Abprallbombe. Da haben wir nur noch das da, dann haben wir alles Kleine geschafft. Was haben wir da? Maschinengesundheit. Effiziente Reparatur. Maschinenelemente. Überbrückte Maschinen verursachen mehr Elementarangriffe mit Elementarangriffen mehr Schaden. Ich nutze halt aktuell fast gar nicht. Das ist mein Problem. Ich weiß gerade aktuell nicht wirklich, was ich skillen sollte, weil ich das nicht weiß. Nahrungswirkung, ich nehme halt das ganze Zeug nicht her. Die ganzen Fallen. Warum soll ich jetzt da eine skillen, wenn ich es nicht hernehme? Ich nehme jetzt einmal schwere Waffen plus, weil das brauchen wir auch bei. Waffenausdauer braucht man auch immer. Dann ist sowieso schon mal relativ Ende. Dann können wir da noch was machen, vielleicht zur Maschinengesundheit. Sowas. Genau. Dann haben wir das und jetzt haben wir normalerweise dort die ganze Karte zumindest ein bisschen entnebelt. Wow. Steinbrecher. Es gibt Steinbrecher. Das Meer aus Sand. Es ist kein Meer nicht, sondern Sand. Gott, das ist ein großes Rebellenlager. Rebellenlager. Ein Biebenzahn. Oh, mag jagen. Beuteunternehmen. Behemoth. Säuredornrücken. Nochmal Rebellenlager. Sag mal, wie viele Rebellenlager es da gibt. Das ist ja ein Wahnsinn. Unbekannter Unterschlupf und Panzerschnapper. Ja. Lager nirgendwo. Unbekannt. Das, was unbekannt ist, muss ich um. Und dann machen wir den nächsten Schluss. Hoffentlich ist es ein Feuerglimm und keine Metallblume. Das Ossaram-Lager, ein uralter Tunnel. Wohin er wohl führt? Ah. Also ich weiß. Dieser Tunnel scheint kürzlich genutzt worden zu sein. Weiter drinnen finde ich mehr heraus. Den Feuerglimmer. Feuerglimmer müsste ich sprengen können. Es gibt eine Explosion. Kabums! Oh, Kisti. Eine Ossaram. Wie ist sie hierher gekommen? Hier drin? Also bist du echt. Ich dachte, ich träume. Was ist passiert? Ein Schrecken im Dunkeln. Die Welt erschauderte. Eine Maschine? Ich hab's nicht gesehen. Die Karawane
Wir rannten alle. Alles stürzte ein. Krabbelte hierher. Konnte nicht entkommen. Kam jemand raus und fand die erste Karawane. Ich weiß es nicht. Vielleicht wenigstens bin ich nicht allein. Jetzt aber lang Hätte sie zu ausgehen. einer Gruppe gehört. Etwas hat sie wohl angegriffen. Ich beeile mich lieber. Tresor. Du kommst sofort her, Josh. Ich muss zuerst zum Safe. Josh, nein! Wir brauchen diese Vorräte. Er ist ganz in der Nähe. Lass es. Ich kenne den Tunnel wie meine Westentasche, Mom. Ich arbeite hier. Ich habe genug Zeit. Ah ja. Verstehe die Frage nicht. Auf alle Fälle ist dies die andere Seite vom Durchbruch, wo wir mir waren mit der Talana. Gar nicht. Metallklammern. Das ist auf alle Fälle ein Loot. Das haben wir durchgekommen. Altes Klang. Was war dieser Bus? Ossaram. Anscheinend haben die Gräber sie erwischt. Was haben sie hier drin gemacht? Sie wird nicht nachlassen. Mist. Die Maschinen bekommen Verstärkung. Hier kommt Munition mehr. So, stille Schlag. Und übrigens Spitzengräber, nur zur Info. Aua! Jetzt Haft! Eine spitzen Stachelschnauze. Ich setze nach. Au, 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 au. So, das ist erledigt.
So, jetzt bist du noch dran. Mein kleiner Gräber. Huff. Diese Ossaram. Sie sagte, eine Art Schrecken hätte sie angegriffen. Ich glaube, die Gräber waren es nicht. Ich glaub's auch fast nicht. Aber wir werden es sehen, was Sache ist. Wie schlimm ist das eigentlich? Ist das gar kein Nebenquest und jetzt hängen wir aber schon wieder drauf. Also. Hängen wir schon wieder in den Tunnel da herin. Wo sie eigentlich gemacht hat, das hat sie erledigt, das Ganze. Oder? Was soll's? Ich komme! That was she said. So. Spitzen, Stachel, Schnauze, Herz. Frostspule. Ist ja schon mal voll wert. Jetzt haben wir nämlich den Durchgang. Hoffentlich. Ist aufgescheucht. Klingt, als käme es von weiter drin. Schnell weg hier. Da scheint es rauszugehen. Wow! Ein Steinbrecher. Er muss die Ossaram auf dem Weg hindurch angegriffen haben. Hallo, mich die scannen. Das ist schon ui. Also ich möchte jetzt nichts sagen, aber das ist ja schwarz. Aktuell. Ah, endlich. Stufe 25, schwere Beschaffungsmaschine. Schwach gegen Frost, das ist schon mal ganz gut. Hauptupgrade sind die Steinbrecher Grabeklauen. Da brauche ich sehr viele davon. Das ist Art Sprengstoff. Da haben wir abnehmbare Bauteile. Wird zerstört, wenn getötet. Das müssen wir vorher erledigen. Und das ist einfach unzerstörbar, anfällig für Schaden. So, brauche ich meine Absprengerpfeile. Ich brauche nämlich Grabeklauen. Also der ist schon sehr lustig. Munition leer.
Bei mir ist eine graue Klaue jetzt. Oder habe ich euch das auch noch nicht abgeschossen? Au, wow, wow. Okay. Der Schmerz lässt nach. Au! Das Metall ist brüchig. Oh. Und am Boden. Dieser Steinbrecher wird niemandem Das mehr war's? Schwierigkeiten machen. Die Osserer müssen von Osten in die Schlucht gekommen sein. Das sehe ich mir mal an. Okay. War zwar hart, aber in Ordnung. Bitte Lust nach Klaue sein. Ja, ich hab 2 Stück. Passt, perfekt. Und ein bisschen Kühlsaft. Gut, unseren ersten Steinbrecher erledigt. Jede Menge zerstörte Wagen. Da könnte was Nützliches drin sein. Diese Kassette ist reich verziert. Sie muss jemandem viel bedeuten. Wem sie wohl gehört hat. Oh, ja, Mutter schafft man nicht. Osseram Försterin. Schwach gegen Frost und Schock. Hilft mir nix. Oh! Kann da Spule dazu da. Eigentlich war Frost nicht schlecht. Waffe mit Spulen verbessert. Motto nice. Egal. Haben wir noch mehr? Ich glaube dabei nicht. So, da haben sie eben bekommen. Das ist, ja genau, das ist der Durchbruch.
die andere Seite. Gut, da wo wir mir kommen wollten. Dann haben wir ja gesagt, da, wir können nicht, wir brauchen mal erst einen Weg Richtung Westen. Und das war jetzt da. Flugschreiber. Ist das mit einem Flugschreiber ewig und 3 Tage anzeigt? Ist das ein Kalt hab? Die andere Seite. Im Tunnel war totales Chaos, Explosionen und alles. Nimm alles mit, der Türcode ist 2054. Na bitte. Ein Weg hier raus. Der Tunnel müsste jetzt frei sein. So habe ich notfalls noch einen Weg nach Osten. Ich habe keinen Karja unter den Toten entdeckt. Amadis hat es wohl geschafft. Man braucht eine Art Code, um die Tür zu öffnen. Ja, ja. Ich habe auf der anderen Seite was gefunden. Ich schau mal ins Protokoll. Ein paar Osseram-Vorräte und eine Sackgasse. Zwei 054. Okay. Ein Tresor. Noch mehr? Echt? Okay. So, da draußen ist jetzt ein Lagerfeuer, da können wir uns zurückporten. Haben wir nämlich einen Breitschlund und ich habe jetzt da aktuell keinen Bock auf den. So, dann haben wir da ja hinten noch irgendwie was, aber nicht jetzt. Eigentlich wollte ich ja da hingehen, beziehungsweise zum Unterschlupf. Ist mir auch nichts geworden. Also gehen wir zu dem Lagerfeuer da. Speichert man und dann ist Ende für heute. Ist ja schon eine. Irgendwas ist gut, auch für mich. Ich kann nicht bei Überstunden schon immer. Jetzt haben da Dinge da. Ich wollte nämlich schon mal jagen. Dann hat es mir nicht hingehauen. Weil, naja. Ich habe ja 3 Rebellenaußenposten. 2 Rebellenlager. War schon aber ein Moger, das Ganze. Aber ich bin gespannt. Da ist Poseidon. Da werden wir, wenn wir mengen, das nächste Mal schon hingehen. Je nachdem müssen wir mal schauen. Da haben wir noch ein bisschen Nebel und so weiter, aber das ja, gibt es ja noch alles ein wenig. Schattenspitze, wahrscheinlich kommen wir da zurück, also da hinten. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf alle Fälle haben wir jetzt da einen Durchbruch gekriegt. Karpfenhaut für den Trankbeutel. Und unbekannt. Ja, da haben bestimmt noch ein paar Tauchstellen, aber für was machen wir es jetzt, wenn ich noch nicht tauchen kann? Also brauche ich die Fragezeichen auch noch nicht aussuchen und noch nicht das Gebiet aufdecken, weil es sinnlos ist. Genauso wie die Reliktruine brauche ich nicht machen, weil habe ich keinen Scheiß nicht. Gut, auf alle Fälle gehe ich jetzt duschen. Dann haben wir auf die Couch. Ich würde sagen, wir schalten jetzt da gleich um. Dann kann ich schon mal alles ausschalten. Auf alle Fälle merke ich immer wieder, wenn ich mit dem Spiel anfange, brauche ich eigentlich Zeit, dass ich wirklich durch kann. Weil es einfach so viel zum Tor gibt, dass es die Hälfte auch. Was zwar wiederum gut ist,
Aber... Mei. Es ist halt auch irgendwo drauf ausgelegt, dass du lang beschäftigt bist mit deinem Spiel. Also ich glaube so 100 Stunden kämen wir hin. Wenn ich sage, jetzt habe ich 40, jetzt bin ich bei 35%. Also ich glaube, du kommst auf die 100 Stunden hin, ungefähr. Aber mein Gott, gibt Schlimmeres, da ich mal sagen. Gut. Dann, auf jeden Fall, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns dann, beziehungsweise morgen kommt der gute Mandu. Der streamt morgen für euch. Genau, ich versuche es am Wochenende, ich kann nichts versprechen. Momentan ist es ein bisschen stressig, deswegen verschreibt es ja von mir, weil Dienstag, Mittwoch mit der Zeitumstellung, ich sage, ich sehe irgendwie, ich weiß es auch nicht. Das sagt mir bis heute noch und ich glaube, das wird sich die Woche bis zum Wochenende nicht mehr ändern. Vielleicht, dass ich es in den Wochenende dann irgendwie ein bisschen in den Griff kriege, aber unter der Woche mit Arbeiten sehe ich schwarz. Gut, auf alle Fälle bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.